Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nun ist Weihnachten. Dieses Fest, das wir alle in den Familien feiern, lenkt unseren Blick zurück auf das eigentliche Ereignis der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus. Der Evangelist Lukas hat uns aufgeschrieben, wie es zur damaligen Zeit aussah. In jenen Tagen geschah es, dass vom Kaiser Augustus ein Befehl ausging, dass der gesamte Erdkreis aufgezeichnet werde. Diese erste Aufzeichnung geschah, als Quirinus Statthalter von Syrien war. Alle gingen hin, sich eintragen zu lassen, ein jeder in seine Stadt. Auch Josef zog von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich eintragen zu lassen, zusammen mit Maria, seiner Verlobten, die gesegneten Leibes war. Während sie dort waren, geschah es, dass sich die Tage erfüllten, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn, hüllte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil nicht Platz für sie war in der Herberge. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, damals ist es der heiligen Familie so gegangen wie vielen unserer Mitmenschen heute, die aus Krisengebieten, auch aus Syrien fliehen und bei uns Obdach suchen. Ich möchte allen von Herzen danken, die sich für diese Flüchtlinge und Asylsuchende einsetzen. Es sind viele, Hauptamtliche wie Ehrenamtliche, die sich einsetzen und damit den Menschen sagen, die frohe Botschaft ist nicht erkaltet, sondern sie bringt heute bei uns Frucht. Und so wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und große Freude in der Gemeinschaft Ihrer Lieben.